7 Landfrauen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz. 7 Bäuerinnen, die gerne kochen und gerne essen. 7 Nachtessen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. SF bei den Leuten schaut rein ins Leben und Werk dieser Frauen. Heute bei der Brigitta Knörz Nennikofen im Kanton Solothurn. Im Spätsommer, wenn alles reif ist, hat Brigitta viel zu tun. Dann macht sie ein und legt Vorräte für den Winter an. Das ist SF bei den Leuten Landfrauenküche. Solothurn. Vom Landhaus an der Aare tönt Musik. Die Brigitta Knörr, die Gastgeberin vom 6. Wettbewerbsessen, wo die Landfrauen mit einem Solothurner Tanz empfangen. Einfach der Musik nachher, hat sie den 6 Landfrauen gesagt. Den findet ihr mich schon. Die Brigitta Knörr trägt eine Solothurner Festtagstracht. In dieser Tracht hat sie übrigens auch geheiratet. Brigitta wird von der Trachtengruppe Kriegstätten unterstützt. Alle 2 Wochen üben sie miteinander. Auf Solothurn gekommen. Hoi, ciao Barbara, ciao Lotti. Hey, hoi. So, habt ihr den Weg gefunden? Ja, wunderbar. Jetzt habt ihr Hunger und Durst, nehme ich an. Durst. Jetzt tun wir hier rüber verschieben. Dort gibt es etwas zu trinken und zu essen. Für euch. Mit dem Apero parat ist der Jürg, Brigitta ihr Mann und die 4 Kinder. Mineral oder gespritzt? Ja, genau. Ich hätte gerne noch Wasser. Ja, das ist gespritzt. Wenn es erst so oben ist, ja, den Gasgarten. Man braucht nur ein Wasser. He? Ja. Die Milena, der Ivan und der David warten schon auf Arbeit. Ich habe jetzt gerade Pommes gemacht. Prost miteinander. Aus der halben Schweiz sind die Bäuerinnen wieder angereist. Hast du auch einen Becher? Aus dem Zürcher Wieland kommt Barbara Huber und genießt die Spezialitäten aus dem Solothurnischen. Aus dem Toggenburg die Yvonne Bischof. Destiderungs aus dem Bündnerland. Die Brigitte Bürgi kommt aus Obwalden, die Maja Gisler aus Uri. Aus dem Aargauischen Seetal die Lotti Baume. Weil wir so schön an der Aare ansehen, gehen wir natürlich aufs Wasser. Und wir können in Solothurn noch ein bisschen vom Wasser innen hineinschauen. Das ist wirklich ganz schön. Und dann fahren wir Richtung Nennikofen. Das ist wie ein Chile, ganz einfach anzulegen. Darf hier sonst gerade jemand mal reinschleifen. Genau. Dann haben wir vorne noch 2 Bängel. Die Pontonier von Solothurn chauffieren die Landfrauen zu der Brigitta Hey auf Nennikofen. Tschüss! Macht's gut, habt's gut, genießt die Fahrt! Die Aare hat an diesem Tag viel Wasser und Rudern gegen die Strömung braucht Muskeln. Hallo Trudi. Ja, grüß dich. Ich bin wieder zurück. Sehr gut. Die Frauen habe ich abgeliefert aufs Boot. Die sind auf dem Wasser. Als Vorspeise gibt es eine Tomatensuppe. Die Gertrud, eine Tante der Familie, hilft der Brigitta beim Wettbewerbsessen.
Also, macht noch einen Fahrerwechsel. Also, zeigen wir mal. Kommen 2 Mutwillige. Genau. Jetzt fahren wir schon richtig vor. Hey, wir wollen die Pfösche nicht hinterschieben. Gib mir mal ein bisschen Schub davon. Keine Arbeit. Nein, wenn du nicht ruderst, habe ich da hinten nichts zu tun. Wenn wir etwa ins Handy kommen und nachher wieder... Ja. Das Fleisch für einen Hauptgang, ein Hackbraten, ist vom eigenen Hof. Und für so einen Hackbraten nach Grossmutterart braucht es noch Rüebli. Es läuft alles nach Plan. Die Brigitta hat mit den Vorbereitungen für das Landfrauenessen natürlich schon viel früher angefangen. Ja, jetzt gehen wir. Bist du bereit? Hebt dich gut, hä? Und auch ein bisschen trampen. Nicht, dass ich alles trampen, gell? Montag am Morgen. Ein wichtiger Tag für David. Es ist sein erster Schultag. Der Weg vom Eimathof in die Schule ist für einen Erstklässler weit. Brigitta ihren Taxiservice eine super Sache. Die Kinder von Nennikofen gehen nämlich im Nachbardorf in die 1. Klasse. Die beiden Lehrerinnen warten schon. Der David ist einer der 12 neuen Erstklässler. Zusammen mit den Zweitklässlern gehen sie in die gleiche Klasse. Wie viel ist es denn jetzt? Sie 21. Ja. Der 4. Welle. Wir haben gesagt, das ist schon nicht. Ja, ja, ist wirklich ein Riesenplatz. Eben schon davor ein grosser Platz. Ich muss schnell den Namen mache ich gerade jetzt. Also ich denke, der erste Schultag für ein Kind ist sehr besonderes und für mich ist es auch sehr besonderes, weil der David ist der letzte von diesen 4. Und den genießen wir jetzt, den ersten Schultag. Jetzt kommt keiner mehr nachher in die 1. Klasse geht. Sie sind jetzt definitiv eingeschult alle und es ist schon, es gilt so ein bisschen ernst jetzt. Also, merci vielmals, dass ihr gekommen seid. Und die Kinder schicken wir nach dem 11:45 wieder heim. Am Nachmittag haben sie ja frei jetzt für die Erstklasse. Also tschüss. Tschüss. Darfst du, Nina, schon schnell? Jetzt gilt es so ein bisschen ernst, wie Brigitta vorhin gemeint hat. Nicht nur für David, nein, auch für sie, weil am Samstag kommen ja die Landfrauen auf Nennikofen. Ein Küngeli-Rollbraten steht heute für die Familie bei der Brigitta auf dem Menüplan. Sie macht ihn im Bratbeutel, für das er nicht austrocknet. Für die Familie ist mir wichtig beim Essen, also eben bei der Kocherei, dass es ausgeglichen ist, gesund. Ich habe es gerne von den eigenen Produkten, wenn es möglich ist. Jetzt im Sommer ist das nicht so das Problem. Im Winter ist es wieder etwas anders, da kauft man etwas das und dieses zu. Aber das ist mir eigentlich das Wichtigste. Auch also von Grund auf das meiste selber gemacht ist. So, kannst du nicht überrennen.
Die Milena weiss, dass der Grossvater, der Hans Knör, gern pünktlich am 12 Uhr zu Mittag hat. Mami, ist das Sirup? Nein, Most und Tee. Warte, ich gebe noch ein bisschen Mineral. Der Miroslav, der aus Tschechien kommt, hilft für 6 Wochen auf dem Hof. Auch er ist pünktlich. Wollen Sie schon abmachen? Ja, Knör. Hi Marco. Aber einfach nicht allzu früh, weil sie müssen alle noch Hausaufgaben machen. Der Ivan, wo ist der Ivan? Ist das gut? Wann hast du die Hause fertig? Ja, ist bis die fertig sind. Hä? Bis die fertig sind. Und die anderen von der Familie lassen lange auf sich warten. Hey Männer, wie wär's, wenn ihr reinkommen würdet? Hallo? Und seid Wollt ihr nicht essen? ist böse zu mir. Weniger wild. Ja, aber die hat etwas gegen mich. Kann ich mir tun. Doch. So, dann fehlt nur noch der Lukas. Endlich haben es die kleinen zwei geschafft. Küngurobraten raus. Auf den Tisch gehen. Komm, hab's Dauer her. Gut, das reicht. Hey, geht nicht viel. Jeder hat schon. Ich habe ganz viel. Es kommt gerade, es kommt gerade. Ich muss noch den Braten verschneiden. Heute gibt es einen Otti-Braten, Küngurobraten vom Otti. Lukas, komm an den Tisch jetzt. Der Älteste, der Lukas, kommt gewöhnlich als Letzter. Er geht Solothurn in die Oberstufe und hat darum einen ziemlich langen Schulweg. Noch ein Rüebli fürs Feuer. Zum Braten serviert Brigitta einen Herdöpfelgratin. Noch mehr Soße. Noch mehr Rüebli. Noch mehr Rüebli. Der Ivan hat es zu Mittag gern. Überhaupt, die Brigitta hat alles gute Esser am Tisch. Jetzt kalt leer ist heute Miste gerade, bevor... Papi, ich mag nicht mehr. Was nicht? Ich esse alles, ich habe viele Sachen gern. Also am liebsten esse ich meiner Frau ihre Kost. Mami, du nicht, ich will nichts mehr sehen von dem Essen. Knörs sind praktisch Selbstversorger, auch beim Fleisch. Ah, Häufeli, komm. Komm. Jo, das weisst du ja wieder, hä? Komm, jetzt liebst du. Bleib da. Komm jetzt noch. Dann kommen wir da hinten noch. Ja, dann warte. Komm, Häufeli, komm. Komm. Komm, komm. So. Komm. 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 Oh, oh. Oh, Noch einen Schritt, noch einen Schritt. So, gut. Ja, wenn so das Kälber wieder geht, für mich ist das nicht immer so angenehm, muss ich sagen. Aber da wir alle gerne Fleisch haben, dann muss das einfach einmal sein im Jahr. Ich fahre jetzt mit dem Kalb auf Leutzigen und dort tut man es Trott in den Metzgen. Und später tun wir es dann nachher noch verschneiden und verpacken. Das macht ja aber Brigitte. Aber ich gehe dort aber schon nicht so nach, weil es mich schon ein bisschen dauert. An diesem Nachmittag hat Milena gut Zeit, am Rocky zu schauen. Der Rocky ist eigentlich eine Brigitta, ihr Pony. Wir könnten, denke ich, etwas satteln. Oder? Bist du nachher? Heuer hat es nicht so viele Zwiebeln gegeben wie andere Jahre. Und sie sind nicht so gross geworden. Zwiebelzöpfe gibt es aber gleich.
Am Hans seine Leidenschaft, seine Ross. Den Sack du hast. Hä? Den Sack du hast, gell? Die Milena reitet öppe mit dem Grossvater aus. Und dann muss der Rocky halt im Stall bleiben. Die Milena darf nämlich eins vom Hans seiner Ross haben. Heute ist es die Biroschka. Das ist so ein Zeichen vom Herbst werden. Sommer abschließen. Und ich habe das mal im 87 im Haushaltslehrjahr gelernt. Wir haben das daheim nicht so gemacht. Und ich habe das jetzt eigentlich, für mich ist das einfach, das gehört für mich zu allen Jahren. Ich habe das dort, das hat mir echt von dort her, vom Haushaltslehrjahr her, einfach immer gefallen, die Zwiebelzöpfe zu machen, und habe ich so beibehalten. Mit den Stallross unterwegs sind der Ivan und der Lukas. Sie gehen zusammen ins Training. Der Ivan macht keine Kampfsportart. Und der Lukas tut nicht Fleugenfischen. Der Schlubchrigu trainiert den Nachwuchs nämlich im Hornussen. Die Kinder von der Hornussengesellschaft Lüsslingen-Nennikofen trainieren einmal in der Woche. Alle dürfen vorne schlagen, müssen hinten aber auch abtun. Fast, gut anschauen. Vorkommen, Ivan. Gut, Ivan! Es geht noch 3 Tage bis zum Landfrauenessen. Es ist morgen um 6 Uhr. Im Milchstand ist Hochbetrieb. Die 35 Kühe wissen genau, wie es funktioniert. Huder Jürg hat es sowieso im Griff. Im Bauernhaus erwachen die Kinder. Der Älteste steht alleine auf. Der Timo macht sich's nochmal gemütlich. Für alle kleinen Tiere im Stall ist Brigitta zuständig. Kurz vor der 7 ist sie fertig mit dieser Arbeit. Jetzt gibt es zum Morgen für den Rest der Familie.
Mitten im Dorf ist der alte Bauernhof der Familie Knörr und dort wohnt der Schwiegervater nur allein. Er ist verwitwet. Einmal im Tag geht Brigitte auf einen Althof, wo sie schon erwartet wird. Vor 4 Jahren sind die Jungen ins neue Bauernhaus gezügelt und das steht ein bisschen ausserhalb vom Dorf. Dort haben sie ein kleines Paradies geschaffen. Aber auch in einem Paradies gibt es immer etwas zu tun. Ich wasche Gurken in der Waschmaschine, weil es geht dringend. Also zuerst vorwaschen, schön einweichen, dass der grobe Dreck mal lässt. Und nachher tue ich sie in einen Stoffsack und in die Waschmaschine. Und das geht tipptopp. Kalter Waschgang, natürlich selbstverständlich ohne Pulver. Quack, 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 quack. Kommt. Kommt, kommt. Quack, 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 quack. Kommt. Kommt. Blitzblank sind die Gurken aus der Waschmaschine gekommen. Jetzt nur noch schön büscheln. Die Gurken mache ich für unsere Familie. Und etwa die zum Verschenken. Die Leute schätzen sie so auf Weihnachten oder so. Aber eigentlich im Großen und Ganzen schon für unsere Familie. Die Brigitte leert den Sud aus Essig, Wasser und Zucker drüber. Gurkengewürz aus der Drogerie ist zuunterst im Glas. Dann die Gläser ganz sauber zutun, bei 100 Grad 1,5 Stunden im Steamer sterilisieren. Seit diesem Sommer hockt der Lukas am Steuer. Er hat die Traktorenprüfung gerade mit 14 gemacht. An der Aarnungen hat die Familie Knörr Zuckerrüben. Den Sommer durch tun sie das Feld immer wieder kontrollieren auf Unkraut- und Blattkrankheiten. Aus den Rüben gibt es Zucker und Futtermittel. Ackerbau ist neben der Milchwirtschaft das zweite Standbein des Betriebs. Und wie gäng, zuerst arbeiten und dann ausruhen. Mega heiß, nicht? Wow. Wer hat jetzt zuerst abgezogen? Mom, schau mal einen toten Krebs. Oder was soll ich? Tust du nicht fürs Baden? Oh, das ist schön. Nein. Oh, herrlich. Herrlich. Unterdessen hat der Rote Rufer das Kalb von Knörs geschlachtet.
Beim Verschneiden und Verpacken will Brigitta dabei sein. Ciao Otto. Hallo. Hoi. Hoi. Geht's, ja? Gut. Okay. Sollen wir das anpacken? So, wenn wir anfangen. Im Prinzip könntest du jetzt auf einen Akku schneiden, Ja. wenn du willst. Oder lieber nicht. Mir ist gleich, ich kann schon. Wir können auch das Hackfleisch zuerst. Da bist du noch nicht ganz nach, oder? Mal, das ist gut. Aber Hackfleisch hat es einen Haufen, oder? Ja, ja. Bis das durchgelassen ist. Die schluckt ja alles, Otto. Das ist gut. Ich lasse jetzt das Hackfleisch durch. Und ein Teil von diesem Hackfleisch tue ich dann zum Hackbraten dazu, das ich am Samstag mache. Den grossen Haufen vom Hackfleisch, den Brigitta nicht für die Landfrauen braucht, tut sie in 1 Kilo Säcke abfüllen und macht sie parat für die Gefriere. Die haben dann wieder für ein Zeitchen her. Einmal in der Woche geht Brigitta joggen. Sie trainiert für einen Volkslauf. In dieser Woche ist das Bettenkind der Emmenlauf. Und trotz dem Wettbewerbsstress will sie unbedingt dabei sein. Haben Sie nicht noch den Viertagler oder die vierte jetzt gesehen, das heißt Ein bisschen nervös bin ich schon, ja. Ja, bis es klopft und nachher dann löst es sich dann. Von jedem Kilometer, den ich abgespult habe. 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Los! Das ist der Startpunkt. 10,5 Kilometer vom 17-jährigen Knapp 800 Leute sind am Start. 10,5 Kilometer lang ist die Strecke und geht der Emmen an. Mit dem 243 Knör Brigitta von Endikofen. Herzliche Gratulation. Aufschießen, kommt! Aufschießen, nicht Löcher machen, hier, aufschießen. Kommt! Bitte aufschießen. Auch Trix ist auch gekommen, eine Freundin von der Brigitta. Am Samstag beim Landfrauenessen ist Trix im Service. Dann braucht sie wieder schnelle Beine. Aufschießen, aufschießen. Jetzt geht es nur noch einen Tag, bis die Landfrauen auf Nennikofen kommen. Heute steht Herdöpfeln auf dem Programm. Das kommt der Brigitta gerade gelegen. Für das Landfrauenessen will sie nämlich von den neuen Herdöpfeln brauchen. Am Samstag stehen Rosmarin-Herdöpfel auf der Menükarte. Herdöpfel tut man bei der Familie Knör jedes Jahr etwa gut 3 Wochen. Und die Hilfe vom Onkel Paul und dem Schwiegervater ist besonders nötig. Die erste Ladung von der neuen Ernte. Und es kommt noch manches Kilo dazu in den nächsten Tagen. Die Herdöpfel sind heuer nicht so gross, wie man sie gerne hat. Weil im Frühling
war eigentlich relativ gutes Wetter, aber nachher Mai, Juni sind trockene Abschnitte gekommen, wo sie doch gelitten haben im Wachstum. Aber jetzt sind wir am Anfang der Ernte und dann kann man es noch nicht so genau sagen, wie sie denn eigentlich sind. Aber es sieht relativ gut aus. Es gibt eine zufriedene Sache. Am Nachmittag müssen die Männer dann ohne die Brigitte auskommen. Das Landfrauenessen geht jetzt vor. Sie muss Dessert parat machen. Bei der Brigitta gibt es ein Krisenkompott von den eigenen Früchten und Schokimus. Wenn das Dessert fertig ist, kommt es dann hinterste Kühler. Unerreichbar für die Familie. Wir sind eine sehr süsse Familie, eigentlich. Wir haben alle gerne Süßes. Mir denkt, das ist eine super Kombination Schoki und Krise. Einfach die leichte Säure vom Krise und das Süße vom Schokimus, das tut so richtig, das harmoniert einfach in meinen Augen. Ob das die Landfrauen morgen Abend auch so sehen? Der letzte Abend vor dem grossen Tag. Für die Kinder gibt es noch eine Überraschung. Sie dürfen nämlich auswärts schlafen. So, schau da. Familie Knör kommt übernachten. In Nennikhofen gibt es ein Hotel im Maisfeld. Es gehört dem Herbert Schlup. Er ist Gemeindepräsident und ein Bauer mit neuen Ideen. Schon ein bisschen weg. Ein Bett im Maishotel kostet 80 Franken, gleich wie viele Leute drin liegen. Komm, ich mache es mit Ihnen, weißt du, durch den Finger. Ja, weißt, ich gehe schon immer. Machen Sie den oben liegen bereits, ja. Jungs? Jahrelang mit dem Skilager. Nachher schlafen Sie nicht gerade ein. Dann haben wir den Mucke nicht, wenn es klein schmeckt. Ist gut. Ja. Warte, du schaust den Kopf an. Ja, es geht. Du musst fein runterdrücken mit der Hand, weißt du? Wer ist das? Da habe ich es. Zum Hotel gehört der Besenbeiz. Und für einmal muss Brigitta nicht selber kochen. Bei diesem Wetter gehen wir wahrscheinlich. Jürg, seine Schwester Ursula und ihr Mann übernachten mit den Kindern im Mais. So haben Brigitta oder Jürg daheim noch ein bisschen Ruhe vor ihrem wichtigen Tag. Also schlafen wir gut, hä? Ja, schauen gut, hä? Tschüss zusammen. Tschüss gut. Keine Idee. Tschüss, Täfeler. Tschüss, Ivan. Fuß gut, hä? Ist super. Tschüss. Früh ist sie heute auf. Brigitta, die Gastgeberin vom 6. Landfrauenznacht. Ich bin sehr gerne im Garten. Es ist irgendwie auch manchmal Erholung, obwohl es man zwischen einfach im Frühling ist, wo man alles setzen muss, ist es manchmal auch ein bisschen streng. Aber im Großen und Ganzen, ich brauche das. Der Garten ist schon mein Highlight. Auch. Ein bisschen zu oben kann ich mich auch sehr gut entspannen im Garten. Zucchetti und Rüebli ganz frisch. Jetzt kann es losgehen in der Küche. Das
Gemüse für das Menü macht Gertrud parat. Sie ist Hauswirtschaftslehrerin und die Ruhe in Person. Wir haben letztes Mal gesagt, wir machen ein bisschen kleiner, oder? Ja. Lieber ein bisschen länger. So. Der Hackbraten muss als erstes in den Ofen. Er braucht etwa 1,5 Stunden, bis er gut ist. Und dann kommen sie, frisch rausgeputzt. Hallo zusammen, wie habt ihr es gehabt? Habt ihr es gut gehabt? So, jetzt. Sie sind Alles da. parat? Ja, sie sind da. Also. Tipptopp. Dann können wir ja anrouten. Ja. Dann wir es ein bisschen setzen. Jetzt würde ich sagen, Ja, es geht Patat. sicher noch 10 Minuten. Ja, ja. bis 10. Aber dann haben wir Patat rein. Ja. Und das täten wir 4:30 rein. Ja. Nein, heisst Heimathof. Die Menükarte sorgt, wie könnte es so anders sein, für ersten Gesprächsstoff. Hast du die Händchen nicht wollen? Ich weiss es noch Also, nicht. du bist toi. Mach's gut, hä? Ja, wir machen es auch gut. Bis jetzt haben wir es gut gefühlt. Ja. Guten Abend miteinander. Ich serviere euch heute oben einen Ligerzer Schassla aus dem Bielenseegebiet. Und damit fängt das Landfrauenessen im Kanton Solothurn an. Jetzt kommt es auf die Grösse der Rolle drauf ab. Und wenn wir sie haben, muss es einfach ein Biss geben. Also nicht 2-mal muss abbissen sein, sonst ist es zu gross. Passt der Wein zu der Vorspeise? Auch das müssen die Landfrauen bewerten. Wir haben nicht Pustersuppe, Basil, das Blättchen. Ja, das haben wir nicht. Die Tomatensuppe mit der Buchiberger Spinatkäse-Roulade ist fast fertig. Zeit für die Bewertungsblätter. Das muss auch beim 6. Mal sein. Die Suppe ist heiß, also das ist von dort her. Das schmeckt gut. Probieren und nachher jurieren. Wie kommt nachher Brigitta ihre Tomatensuppe an? Die Tomatensuppe hat mich sehr rassig gedunkt. Sie war super heiß. Mein Geschmack voll getroffen. Die Tomatensuppe war mit Pfiff gekocht. Das hat mir sehr gepasst. Eine ist wirklich gewürzt super. Also genial. Und wie heisst die Frauen mit den Häppchen, was es zur Tomatensuppe gibt? Die Kombination mit der Roulade und der Tomatensuppe hat mich sehr ungewohnt gedunkt. Es war nicht schlecht, aber sehr ungewohnt. Der Hackbraten lässt sich prima schneiden und verkeilt nicht. Bohnen, ja. Trübli, Zugetti, Herdöpfel. Die Gertrud richtet Gemüse an und Brigitta. Die sind ja da. Oh, sie ist ja der Wärme, schön, alles okay. Einen Löffel nehmen. Und das ist nicht gut. Das muss ich putzen. Schau du da schnell. Ist gut? Ja, das Jetzt habe ich ein wenig Platz. Ich nehme gerne eine Gabel. Noch eine. Ja, du sollst noch ein bisschen büscheln mit der Gabel. Jetzt habe ich jetzt drauf. Susi, was nimmt da nicht auf die Tellerrand aus? Eben, ja. Excuse, da nicht. Das ist da nicht. Das steht ja auch wieder oben, das ist her. Bei Tricks im Service läuft es wie geschmiert.
Ich habe die Pfanne mit der Sauce hier hergestellt. Ist gar Schon ist der Hauptgang dran und den Frauen entgeht nichts beim Testen. Ist das Gemüse knackig genug? Kommt der Hackbraten wirklich an? Hackbraten finde ich halt einfach etwas so Gutes. Da habe ich natürlich auch Freude gehabt, weil ich das nur schon gelesen habe. Der Hackbraten war im Gust gut, aber für meinen Geschmack war er so ein bisschen zu gestampft. Also wenn ich Hackbraten mache, ist der nicht so kompakt. Ob die Punkte echt länger für das Gewinnen? Peterli würde ich sagen. Nur Peterli. Die Rosmarinherdöpfel habe ich sehr fein gefunden. Das Gemüse habe ich Zucchetti super gefunden. Mit dem, das war glaube ich Pesto, das oben drauf war. Das war sehr fein. Wenn alle fertig geschrieben haben, ziehen die Trickszettel wieder ein. Dann kommen sie unter Verschluss. Also, das ist ganz schön. In der Küche ist man beim Dessert. Noch ein bisschen verzieren und garnieren. Das Schokimousse auf Krisenkompott ist ganz kühl serviert am besten. Das Dessert ist draussen. In der Küche ist man erleichtert. Hilfe. Die Kombination hat mir nicht gehabt. Das habe ich jetzt wieder so gerne. Es ist wieder, und da ist es ein bisschen leicht säuerlich. Und nachher der Schokimousse, also das ist jetzt wieder. Haben das Dessert auch alle gern? Stückchen drin. Dann meine ich das nicht. Ja. Also beim Dessert, das Schokimousse war gut. Und die Krise dazu auch, es ist nicht so mein Geschmack. Also das Dessert mit der Kombination vom Schoki und der Krise, das ist, also wenn es jetzt irgendwie noch ein Biskuit oder so gehabt, wäre es irgendwie wirklich so nach Schwarzwälder Art und es war fantastisch. Also eine wunderbare Kombination. Also die Ambiance in dieser Stube, wo wir gehockt sind, die war ganz elegant und edel. Ja, wirklich, ich bin mir vorgekommen, wie irgendwie in einem 5-Sterne-Hotel. Das ist schon, ja. Ich freue mich, wenn ich die Gesichter sehe. Sepp. Gut. Gehen wir rein. Sehe ich gut aus? Nicht verkrügelt, nicht müde, nein, überhaupt nicht. Total entspannt, ausgeschlafen, ausgeruht. Ich habe es geschafft, wirklich. Hat es gut gehabt? Eine Stunde innen? Gut. Da vielleicht auch noch ein Hofkaffee. Das war langweilig, oder? Nehme ich an. Ja, nicht ja. Das habe ich auch gehört. Ja. Keine Hunde. So. Prost. Nach der Brigitta kocht das nächste Mal dort Maja Gisler. Sie lädt zum 7. und letzten Landfrauenessen ein. Ins Urnenland. Tschüss Esti, tschüss Ivan. Ob echt Brigitta mit ihrem Menü den Wettbewerb gewinnt, sehen wir in der Finalsendung der Landfrauenküche am 5. November. Tschüss.